Hallo, liebe Brüder und Schwestern. Vandaag wil ik besonders te mijn Brüder und Schwestern reden. Zonder wat du wirklich bekeerd in Wahrheit worden zijn. Ik wilde met wat zeggen, wat vielleicht samen wat stieren, aber wie moeten ons leren. Ik wil met van wat reden, wie als Brüder und Schwestern wat zeggen, wat we vielleicht selbst nicht weten, wat we sagen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir lernen und dass wir abpassen, was wir sagen. Ich will keinen hier weiter. Ich hoffe, wir können auch lernen. Ich höre viel Menschen, die sagen, vielleicht dort darf nicht mehr Apostel, dort darf nicht mehr Propheten. Wat ist, wenn Gott das Menü ruft, zum Beispiel vielleicht zum Apostel oder zum Prophet, was immer, und wenn meine Schwestern und Brüder, die die Wahrheit boeren sind, durch jeden reden. Und das mich dort merken. Und das ist ein Gemälde. Weet je, wir unsere Brüder und Schwestern abholen. Ich weiß, du sind Menschen, die eine gute Hand, prophetisch zu reden, die eine gute Hand, vielleicht in Zunge reden oder was immer das ist. Gott, der besonders an jedem einen Wort. Und wir müssen aufpassen, was wir sagen. Ich dachte, vielleicht kann ich den Mut merken, weil wir nicht uns untereinander raufrennen, so raufkleinen. Rauftalen. Wenn Gott euch nicht berufen für eine Gabe, dann werden wir den dort lassen. Wenn wir Gott nicht zusagen. Und noch ein Ding. Was sage ich zum Beispiel 1. Korinther Kapitel 2, Vers 31. Dort sage ich, seht ernstlich, prüft die heiße Gabe aus. Seht das erste und die heiße Gabe. Die heiße Gabe ist auch von den Aposteln oder Propheten. Und da ist auch wie das erste Versehen. Gott hat in dieser Welt Menschen eine Gabe gegeben, prophetisch zu reden, und als Apostel. Wo sind die? Wo sind die? Du sind Einzige. Ich weiß nicht, wer das ist. Bloß die tun das nicht. Wenn du mal ein oder zwei sind, dann werden die nur in der Stadt und dann steht drauf Kleine. Wir sind nicht Menschen, die Menschen hier wählen, was die für gut sollen haben. Gott ist der, der du Menschen wählen wird. Wir werden aufpassen. Gott, der in jedem Mensch unerschütterlich werden schaffen, bei euch derselbe Jesus. Ich wünsche Gottes Segen, bis zum nächsten Mal.